Welches deutschsprachige Land hat wohl die beste Bahn? Ist es Österreich? Vielleicht. Ist es Deutschland? Ganz klar, nein. Ist es die Schweiz? Naja, vielleicht. Dieses Video könnte uns eventuell eine Antwort bieten. Und zwar beste Eisenbahn Europas, das Bahnwunderland Schweiz. Let's go, wir gehen rein in die Reaction. 2466 Kilometer. So weit fuhr durchschnittlich jeder Schweizer im Jahr 2023 mit dem Zug. Dieser Wert, der europaweit... Yo, okay, warte. Zurückgelegte Kilometer pro Einwohner. Bro, auf dem zweiten Platz ist Österreich und wir haben ja fast das Doppelte vom zweiten Platz. Digga, das ist krank. Also, auf Platz 1 Schweiz, Platz 2 Österreich, Platz 3 Frankreich, Schweden, Deutschland. Ja, ist ein bisschen weit hinten eigentlich. Also, Bahnland Österreich weiß ich jetzt nicht. Ja gut, ist eigentlich Autoland Deutschland, aber naja. Den ersten Platz einnimmt, sowie die beeindruckenden Pünktlichkeitsstatistiken der SBB machen die Schweiz zum Bahnland Nummer 1 in Europa. Wie gut das Schweizer Eisenbahnsystem wirklich ist und wie es der Eidgenossenschaft gelang, sich den Ruf des Eisenbahnwunderlands von Europa zu erarbeiten, analysieren wir in diesem Video. Okay, ich hab Bock. Geil. Bei Zügige Züge. Zügige Züge, Bro. Geil. Tatsächlich unabhängig. Das Schweizer Eisenbahnnetz ist 5317 Kilometer lang. Das ist crazy. Damit als eines der dichtesten weltweit. Es erstreckt sich von den Bündner Alpen bis ins Wallis, sowie vom Rhein über die Gotthard-Bergstrecke bis ins Tessin. Im Jahr 2023 legten die Schweizer auf diesem Streckennetz 2466 Bahnkilometer pro Person zurück. Dieser Wert ist nicht nur europäische Bestmarke, sondern um 56% höher Digga! als des zweitplatzierten Landes Österreich. Erst dahinter folgen die Flächenstaaten Frankreich, Schweden und Deutschland, wo auf langen Fernverkehrsverbindungen deutlich einfacher viele Personenkilometer gesammelt werden können. Die Bahn ist in der Schweiz... Das ist wirklich verrückt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mit so viel Abstand Nummer 1 sind. Ich hätte gedacht, vielleicht sind jetzt so noch Belgien dabei oder vor allem auch Holland. Aber dass wir so weit vorne sind, hätte ich niemals gedacht. Das ist crazy. Aber naja, es ist auch wirklich extrem angenehm, mit dem öffentlichen Verkehr in der Schweiz unterwegs zu sein. Weil literally, ich gehe wirklich... Meistens 1-2 Mal die Woche bin ich zum Beispiel nach Zürich oder nach Bern unterwegs. Das sind so 1,5 Stunden von mir entfernt. Und es ist wirklich, einmal im Jahr habe ich Verspätung. Und das war's. Also deutlich stärker in den Alltag integriert als anderswo. Ja, auf jeden Fall. Darf nicht vergessen werden, dass auch in der Schweiz im Jahr 2023 nur 22,5% der gesamten Personenkilometer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt wurden. Ja, das stimmt, ja. Also das Ding ist halt auch, hier bei mir auf dem Dorf gibt es halt wirklich nur so einen Bus. Und dieser Bus verkehrt stündlich und das ist scheiße. Also wirklich, da brauche ich, also hier, ich glaube in Deutschland ist es auch so, jeder, der auf dem Dorf wohnt, ein bisschen abgelegen von der Großstadt, der braucht einfach ein Auto, sonst geht's nicht. Aber innerstädtisch ÖV. Entsprechend ist auch in Europas Vorzeigebahnland das Auto das mit Abstand wichtigste Verkehrsmittel des Personenverkehrs. Und bevor es mit diesen 7 Aspekten losgeht, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns mit einem Like, einem Abo und/oder einem Kommentar unterstützen würdet. Ich auch. Elektrifizierung. Das Eisenbahnnetz bereits seit Jahrzehnten durchgehend elektrifiziert ist, hat historische Gründe. Um unabhängig von ausländischer Kohle zu sein, elektrifizierte man die Bahn und setzte Strom aus eigenen Wasserkraftwerken ein. Sehr, sehr smart, aber ist das nicht überall flächendeckend so mittlerweile? Also hat nicht jedes Land so eine flächendeckende Elektrozuganbindung? Heute hat die durchgehende Elektrifizierung des Streckennetzes den Vorteil, dass das Rollmaterial flexibel auf allen Strecken eingesetzt und in entsprechend großer Stückzahl bestellt werden kann. Geil. Bereits in der Vergangenheit konnte man so von der Anschaffung von dieselbetriebenen Fahrzeugen absehen. Und während aktuell viele andere Eisenbahnverkehrsunternehmen Rollmaterial mit alternativen Antrieben testen, kann man in der Schweiz schlicht gut erprobte Elektrotriebzüge mit Stromabnehmern einsetzen. Zum anderen ist zu betonen, dass Züge, die über die Oberleitung mit Strom versorgt werden, die umweltfreundlichste Art der motorisierten Fortbewegung sind. Denn nur wenn
der Strom nicht in Akkus zwischengespeichert werden muss, kann die E-Mobilität ihre Nachhaltigkeitsaspekte voll ausspielen. Geil! Ah, stimmt, ja, stimmt. Weil bei diesen Oberleitungen, da braucht es ja keinen Akku. Also da muss ja nicht die ganze Zeit dieser Akku aufgeladen werden, der Akku irgendwie dann weggeworfen werden oder gewastet werden, sondern es gibt keinen Akku. Es ist einfach direkt. Das ist übel smart, hä? Digga. Mit ihrem Fernverkehrskonzept verbindet die SBB große Städte und erschließt zugleich ländliche Regionen. Die Gestaltung der Intercity-Verbindungen steht zwar gelegentlich in der Kritik, zuletzt etwa deshalb, weil die Direktverbindung von Genf nach Biel eingestellt wurde. Doch grundsätzlich kann gesagt werden, dass das Fernverkehrsnetz der SBB sehr zweckmäßig ist. Ja. Die Intercity-Verbindungen ermöglichen attraktive Fahrzeiten zwischen den großen Städten und den regionalen Zentren des Landes. Die Interregio-Verbindungen binden hingegen ländliche Regionen an das Fernverkehrsnetz an und sind ein entscheidender Aspekt, weshalb die Eisenbahn in der Schweiz auch abseits großer Ballungsräume als attraktives Verkehrsmittel wahrgenommen wird. Doch Es das ist einfach geil, ja. Angebot beschränkt sich nicht nur auf das Flachland. Selbst in den Bündner Alpen verkehrt im Stundentakt eine Interregio-Linie von St. Moritz über die Albuler Bahn nach Chur. Ein detailliertes Video über die Rätische Bahn haben wir zwar bereits gemacht, dennoch sei auch jetzt nochmals betont, dass die Rätische Bahn ein Musterbeispiel dafür ist, wie auch im Hochgebirge Personen- und Güterverkehr über die Schiene abgewickelt werden. Das ist verrückt, weil die habe ich leider noch nie genommen, diese Bahn. Aber ich habe gehört oder ich habe schon oft Videos dazu gesehen, dass die übel schön sein soll. Meterspurbahnen sind allerdings nicht reine Beförderungsmittel, sondern werden auch touristisch genutzt. Ja? Speziell ist der Glacier Express, Ja, der. von der Rätischen Bahn gemeinsam mit der Matterhorn-Gotthardbahn betrieben wird und auf rund 300 Kilometern spektakuläre Panoramablicke in die Schweizer Alpen. Bro, den muss ich eigentlich unbedingt mal nehmen und so ein Video daraus machen. Ich hätte übel Bock so auf den Glacier Express. Das ist geil. Eröffnet. Das Schweizer Eisenbahnnetz erschließt nicht nur das gesamte Land, sondern ist auch die Heimat kapazitätsstarker Fahrzeuge. Beispielsweise werden zukünftig in Österreich 75 Meter lange Desiro-Triebzüge mit rund 200 Sitzplätzen auf den Interregio-Linien eingesetzt werden. Geil. Darüber berichteten wir bereits in einem eigenen Video. Bro, Im Vergleich übler Nerd-Kanal, aber geil. werden auf den Schweizer IR-Linien etwa Fahrzeuge wie der SOB Traverso eingesetzt. Dieser hat bei einer Zuglänge von 150 Metern 359 Sitzplätze. Davon sind 68 Sitze in der großzügig gestalteten ersten Klasse untergebracht. Hinzu kommen 2 Snackzonen im Zug. Was? Bro, diese Snackzone habe ich noch nie gesehen in der Schweiz. Ich fahre halt immer nur Intercity meistens. Ich habe die noch nie gesehen, hä? Ich fahre im falschen Zug, hä? Der FV Dosto der SBB, der ebenfalls als Interregio verkehrt, ist sogar 200 Meter lang und bietet Platz für 680 Fahrgäste. Ja, den kenne ich Ein ja. Angebot mit derart kapazitätsstarken Fahrzeugen ist die Grundvoraussetzung dafür, dass die Bahn als Alltagsverkehrsmittel für große Bevölkerungsgruppen angeboten werden kann. Allerdings ist auch zu betonen, dass die Schweizer Neufahrzeuge nicht allseits beliebt sind. Der Ciruno, der Flaggschiff Eurocity der SBB, wird mitunter als bessere S-Bahn bezeichnet. Aspekte wie Sitzkomfort und Bestuhlungslayout werden allerdings häufig individuell verschieden bewertet. Ja, es ist nicht so ganz so geil. Es ist ja vielleicht ein bisschen eine bessere S-Bahn, aber naja, Digga, also ich finde nämlich actually den Komfort, den man eigentlich in der Deutschen Bahn hat, also in diesen, ich weiß nicht, wie die heißen, Deutsche Bahn, die Schnellzüge in Deutschland halt, dort ist der Komfort irgendwie fast besser als in der Schweiz, aber es ist halt die Pünktlichkeit, die es rausholt. Klar ist aber, dass in Deutschland und Österreich sogar in Regionalzügen größere Tische verbaut sind als in der Fernverkehrsflotte der SBB. Ja, genau, ja, das ist der Tisch in der Schweiz. So, also wir haben wirklich so ein bisschen auf Sparflamme, irgendwie ganz komisch. In der ersten Klasse bieten die SBB im Fernverkehr jedoch große Tische an. Ja, die sind groß, aber die sind auch so ein bisschen flimsig. Die sind nicht so crazy geil, wie es hier aussieht und auch nicht so speziell weich. Klappt man diese auf, erhält man Arbeitsflächen, die einem ein wirkliches Office-Feeling vermitteln. Aus unserer Sicht sollte man jedoch in Erwägung ziehen, zukünftig auch in der zweiten Klasse Arbeitsplätze zu schaffen. Beispielsweise könnte man Sitzreihen mit eleganten Arbeitsflächen verbauen. Ja, Auf jeden Fall das wäre geil, das wäre übel geil. Rollmaterial positiv hervorzuheben, dass stets große Gepäckregale verbaut werden. Das ist geil, ja. Im Fernverkehr auch Skihalterungen integriert haben.
Zudem gibt es Familienzonen, die liebevoll gestaltet sind und manchmal sogar Die eine sind nice, ja. Zone. Bro, die muss man um jeden Preis meiden. Bro, wenn du dort in diese Zone reingelangst, dann bist du in der Hölle. Es tut mir leid, wirklich, aber das sind nur Kleinkinder am Rumschreien, das ist Katastrophe. Aber für Kinder geil. Mit Rutsche für Kinder haben. Für Kinderwagen wird in Schweizer Zügen Platz geschaffen, in dem die vollwertigen Sitze einer Vierersitzgruppe hochgeklappt werden. Ein System der flexiblen Anpassung des Fahrgastraumes, weil es zukünftig hoffentlich weiter verbreitet wird. Doch klar ist auch, dass die besten und zuverlässigsten Züge nichts nützen, wenn sie keine adäquate Schieneninfrastruktur verwenden können. Entsprechend sind regelmäßige Investitionen in den Erhalt und den Ausbau des Schienennetzes unerlässlich. Damit dieses Budget langfristig gesichert ist und nicht von wechselnden politischen Mehrheiten abhängt, wurde in der Schweiz der sogenannte Bahninfrastrukturfonds, kurz BIF, Geil. ins Leben gerufen. Dieser unbefristete Fonds, der auf Verfassungsebene verankert und durch eine Volksabstimmung legitimiert ist, wird durch fest vorgeschriebene Beiträge aus verschiedenen Töpfen gespeist. So sind Anteile der Mehrwertsteuer, der Mineralölsteuer, der Schwerverkehrsabgabe und der direkten Bundessteuer von natürlichen Personen für den BIF zweckgewidmet. Zudem gibt es Fixbeträge aus dem allgemeinen Bundeshaushalt sowie von den Kantonen, die dem Bahninfrastrukturfonds zugeführt werden. Geil. Diese Fixbeträge werden jährlich per Automatismus indexiert. Aber das Ding ist, macht man das in Deutschland nicht so? Warum? Wann hat Deutschland das so verschlafen? Der Schieneninfrastruktur, der zu nur wenigen Betriebsstörungen führt, aber auch die Schweizer Mentalität, die großen Wert auf Genauigkeit legt, lässt die SBB immer wieder internationale Bestmarken hinsichtlich der Pünktlichkeit erzielen. Wie nun bekannt wurde, verkehrten 2024 93% aller Züge pünktlich. Das ist geil. Das heißt, dass durchschnittlich nur jeder 14. Zug eine Verspätung von 3 Minuten oder mehr hatte. Mit einer derartigen Pünktlichkeitsstatistik ist es leicht, das Image der Bahn als zuverlässiges Verkehrsmittel zu etablieren. Das ist wirklich geil, ja. Die Schweizer Züge verkehren allerdings nicht nur pünktlich, sondern auch regelmäßig, also im Takt. Im ländlichen Raum gibt es zwar manchmal nur einen Stundentakt, entlang vielbefahrener Strecken Ja. ist aber durchwegs ein Halbstundentakt eingerichtet. Ja, bei uns hier auf dem Dorf ist im Stundentakt. Also es ist wirklich ja, ist ein bisschen low. Zum Teil sogar auch bei der Rhätischen Bahn. Bei großen S-Bahn-Systemen, etwa in Zürich, gibt es dichtere Taktfolgen. Für den Zeithorizont bis 2050 wird überlegt, ob entlang den Hauptverkehrsachsen ein Viertelstundentakt implementiert Das wäre wird. crazy, das wäre Auch geil. bei Fernverkehrsverbindungen. Das wäre Könnte geil. man tatsächlich alle 15 Minuten zwischen Städten wie Zürich, Bern, Basel, Genf und St. Gallen pendeln, Das wäre würde übel die geil, ja. Attraktivität des Bahnreisens nochmal deutlich steigern. Weil momentan kann ich jede halbe Stunde einen Zug zu mir hier in die Region hier nach Freiburg nehmen. Ich wohne hier in der Region und war gestern zum Beispiel in Zürich und dann jede halbe Stunde kann ich so einen Zug nehmen. Welche Ausbauschritte hierfür notwendig wären und mit welchen weiteren kapazitätssteigernden Mitteln ein derartiger Viertelstundentakt realisiert werden könnte, müssten wir allerdings in einem eigenen Video thematisieren. Okay, mach Gerne das, in ja. den Kommentaren mit, ob ihr Interesse an einem solchen Video habt. Ich hätte Die Interesse, Schweiz ja. bietet allerdings nicht nur einen einfachen Taktfahrplan, sondern Okay. einen sogenannten integralen Taktfahrplan. Damn. Das heißt, dass Züge nicht nur im Takt verkehren, sondern die Umstiege an wichtigen Knotenpunkten aufeinander abgestimmt sind. Geil, ja. Diese optimierten kurzen Umstiegszeiten werden häufig als der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe dafür genannt, dass die Schweiz so ein erfolgreiches Eisenbahnsystem hat. Doch Haben das nicht alle Länder? Also in der Theorie hat das, glaubt Deutschland auch, weil meistens hätte ich kurze Umstiegzeiten, aber weil es halt immer zu spät ist, verpasse ich den Anschlusszug. Der Anschlusszug fällt aus, das passt nicht, da ist nicht gut, hier ist nicht gut. In der Schweiz muss ich meistens, die Umstiegzeiten sind meistens 5-6 Minuten. So, wie wir in diesem Video gesehen haben, wäre dies zu sagen ein bisschen zu kurz gegriffen. Denn die Schweiz macht in Bezug auf die Eisenbahn sehr vieles richtig. Von der langfristigen Finanzierung über den Betrieb von Nebenbahnen bis hin zu kapazitätsstarkem Rollmaterial.
Trotz dieser zahlreichen positiven Aspekte des Schweizer Bahnnetzes gibt es einen Punkt, wo die DB und die ÖBB den SBB überlegen sind. Wie bitte? Dieser wird deutlich, wenn man die Fahrzeiten entlang der nationalen Hauptverkehrsachsen miteinander vergleicht. Oh nee, jetzt Von kommt's. St. Gallen nach Lausanne sind es 306 Kilometer, Ja. die laut Google Maps mit dem Auto in 3 Stunden und 5 Minuten zurückzulegen sind. Okay. Die schnellste Zugverbindung benötigt 3 Stunden und 14 Minuten. Wirklich? Also, no joke. Also, das steht jetzt hier so, als ob von St. Gallen bis Lausanne, dass man da 3 Stunden hat. Aber ich sag euch ganz ehrlich, das haut nicht hin. Also, 99% der Zeit hat man in Zürich Stau. Hier zwischen Zürich und Bern hat man Stau und in Bern vielleicht auch noch Stau. Also, das 3 Stunden und 05 haut meistens nicht hin. Da ist man better off mit dem Zug. Meistens ist man trotzdem schneller mit dem Zug. Also ich würde sagen, immer. Von Salzburg nach Wien sind es 296 Kilometer, eine Autofahrt dauert 3 Stunden und 18 Minuten und die Railjet Express Verbindung 2 Stunden und 5 Minuten. Oh, das ist crazy. Okay, das ist geil. Von München nach Berlin sind es 584 Kilometer. Eine Autofahrt dauert 6 Stunden und 23 Minuten. Die Fahrt mit dem Sprinter-ICE 3 Stunden und 46 Minuten. Yo, das ist geil. Im Gegensatz zur SBB betreiben die DB und ÖBB mit ihrer Hochgeschwindigkeitsfernflotte funktional gesehen also eine weitere, schnellere Zuggattung. Ja, das ist geil, Die ja. geografischen Voraussetzungen der Schweiz, Österreichs und Deutschlands auf die jeweiligen Eisenbahnsysteme konkret auswirken, haben wir bereits in unseren Videos zum Taktverplan der Schweiz und zum Deutschlandtakt erklärt. Mit diesen Gedanken verabschieden wir uns für dieses Video und freuen uns bereits, euch nächste Woche mit einem spannenden Zugvideo über die Zukunft der Eisenbahn in Österreich erneut begrüßen zu dürfen. Absolute Legende. Sehr, sehr geiles Video und ich kann nur eins sagen: Schweizer ÖV auf die 1.